Das soll die heutige Hausaufgabe sein. Geht's auf Ruhestorf und reibt euer Arschloch an der Pisse rin. Und wenn's kein Herpes kriegt, kriegst du das gewonnen. Aber die Ehre, ich bin's, Egon. Manfred. Kanfred. Und miteinander sind wir Lebenshilfe. Landshuter Lebenshilfe. Nein, die ist, glaube ich, Landshuter Lebensstätten. Okay, tschüss. Hauptsache Landshut. Hauptsache Landshut. Hilfe in den Städten. Und die ganzen Fetten. Zauberhaft, wunderschön. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Behindertenheim. Wo fangen wir an? Habt's zu drehen? Landshut. Wart's in Landshut? Ich war wirklich ein Landshut. Kannst du aus erster Reihe sprechen? Ja. Ah, hast du die angepasst oder nicht? Nein. Muss ich nicht. Ich habe mir Eishockey angeschaut. Du bist sofort angekommen. Mir Eishockey angeschaut. Ja, da haben wir schon wieder beim Eishockey. Die deutsche Nationalmannschaft hat gespielt, aber da kommen ja wirklich, also da kommt ja generell keine Stimmung auf, aber da haben wirklich diese Hardcore-Fans, die schauen wirklich aus, wenn die mit dem Bus daher gefahren wären, ein Deutschland-Trikot zu kriegen. Also es tut mir wirklich leid. Und ja, das ist halt echt schwierig. Ich komme mit Eishockey, ich glaube, wir haben schon mit darüber geredet, ich komme mit Eishockey so. Ich habe nur gelesen, dass jetzt den Halsschutz verpflichtend. Oh ja! Boah, lecker, hat nicht einer einen Roundhouse-Kick dem anderen ins Knacker gemacht und Nein, so. nee, Mit dem Schlittschuh, Mit dem Schlittschuh, oder? Hat er ihn vorne oder hinten Der hat ihn erwischt? vorne erwischt. Boah, Der hat ihm komplett Kehle aufgeschnitten. Boah, leck, steh. Der letzte hat der nur in Augsburg gespielt, glaube ich. Augsburg gleich was. Ja, super. Und jetzt so. It's always them, was? Und anscheinend, ja, also der ist auf der Eisfläche, wollte er vom Eis laufen, weil die sind Verrückte. Der hat sich dann da gehalten, auf einmal bricht er zusammen und alles ist komplett voll blöd. Und so auf dem Spielfeld, da waren ja 6.000 oder 8.000 Leute. Und auf dem Spielfeld haben sie ihn wiederbelebt und versucht irgendwie zu retten, aber nee, keine Chance. Dieses hier. Weiß man da schon was, ob er da jetzt beabsichtigt am Fuß ausgestreckt hat oder nicht beim Umfallen? Das macht komisch mit Absicht. Mit den Kufen, das ist ja nicht witzig. Und ich glaube, wenn du fällst auf dem Eis, ich glaube nicht, dass du da irgendeine gewillte Bewegung machst. Na, also ich glaube, da brauchen wir nicht anfangen, den irgendwie zu unterstellen, dass er das wollte. Ist nicht der Ted Bundy. Ja gut, dass er ihm die Kehle aufschneidet und dass er verreckt dran, das glaube ich jetzt auch nicht, dass er das wollte. Aber ist nicht gerne mal im Eishockey so, dass man sich dann eine Schelle haut und man hasst sie und dann gibt es einen extra krassen Check, obwohl ja, aber das ist halt gar nicht so krass checken hätten müssen und so. Ja, dann ist das gerade praktisch, wenn man zusammenrumpelt und dann strecke ich halt meinen Fuß aus und hau dann den Schelle. Nein, also sowas geht gar nicht. Also weil das ist ja, das geht, das ist mir auch klar. Ja, wie willst du Schlägerei machen, dann nimmst du Pistolen mit oder Messer? Ja, das ist super. Weiß ich nicht, das ist auch schon vorgekommen, habe ich gehört. Ja, aber dann gewinne ich wieder, das passt ja dann. Ja. Also ich weiß nicht, ich war wahrscheinlich so unbegabt, die das so noch verlieren. Voll Idiot, kommst mit deine Feist zu einer Ballerei. Ehrlich, herzlichen Glückwunsch. Bist du bei einem Fuß geschossen selber? Ja, keine Ahnung. Das ist. Ja, das war krass. Das ist krass, ja. Ich hab den Sturz gesehen auf dem Video. Ja, ich auch. Ich hab nur das gelesen, eben, dass jetzt so ein Schutz da einführen. Ich hab diesen Videoschnipsel halt von dem Zusammenrumpler gesehen. Und ich finde schon, dass der Fuß seltsam hoch, seltsam ausgestreckt in Richtung. Nein, da hätte ich jetzt nicht unterstehen, nicht im Ansatz. Ich weiß nicht. Ja, unterstellen tue ich auch nichts, aber. Doch! Aber. Muss der Fuß da so ausfahren und so hauen? Ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht, ich spiele nicht Eishockey, ich hab keine Ahnung. Schon, ich sag nein. Okay. Ja, ich glaube auch. Schon ein Eishockeyspieler. Ja. Ich hab mit Street Hockey gespielt. Ja. Das hat Spaß gemacht. Ja. Da hat man sich ja unfassbar weh, wenn es dir gesagt hat. Und wenn es dir nicht gesagt hat, hat man sich gegenseitig mit den Schlägern unfassbar weh. Ja, irgendwie ist jedes Spiel, was man gespielt hat, auf Weder rausgelaufen. Und wie dermaßen scheiß gefährlich, wir haben halt auf der offenen Straße gespielt. Wie dermaßen beschissen gefährlich, dass das eigentlich ist. Und die Eltern haben es eigentlich immer gesagt. Und wir haben halt gesagt, leck noch mal. Mama, du bist dämlich. Du hast keine Ahnung. Du weißt ja gar nichts. Ja, alte Dann haben wir damals meistens zu Trick gespielt, also ein paar Mal haben wir früher gespielt mit dem Göttel. Und mit Brand Marcel, das ist ein Nationalspieler in Deutschland. Spielt in Straubing. Hat sich der weiterentwickelt quasi? Ja, der durch uns. Ja, also, nein. Das Fundament habt ihr gesetzt. Genau, also eigentlich kriegen die da schon 5% Anförderung, ja, mindestens. Ja, bin ich dafür. Was verdienen so Eishockey-Spieler, weiß man nicht. Ich glaube nicht, dass die reich werden damit. Also. Was verdienen denn so Spieler bei den Straubinger Tigers? Kannst du wirklich nicht. Können die leben davon? Was ist das? Ja, leben auf jeden Fall. Also die müssen während der Zeit nicht arbeiten, aber eigentlich ist es so, dass die meisten
dann im Nachgang nochmal weiterarbeiten müssen oder dann eben eine Ausbildung anfangen müssen. Wann hört man mit dem Eishockey-Spielen auf, auch mit 30, 32, 34? Im Eishockey ist es alles verschoben. Also im Fußball fangst du ja zum Teil, hast du ja schon 15-, 16-Jährige, die wollen in der ersten Mannschaft spielen vor 60.000 Leuten. Und im Eishockey ist es meistens so, dass du dann mit 20, 21 mal so richtig rangeführt wirst. Also dass du mit 18, 19 die ersten Spiele hast und dann langsam so in den Kader kommst. Aber so, ich glaube, so die Primetime. Du wirst so wahrscheinlich ja ganz 25 bis Anfang Mitte 30 und dann aber, es gibt Leute, die spielen mit über 40 noch. Oder mit knapp 40. Gibt's auch noch. Du brauchst wahrscheinlich auch andere Physis. Du kannst doch nicht einen 16-Jährigen reinstellen, der bricht sich alles, wenn dem da ein 25-Jähriger Feuer Deswegen ist es ja auch öfter so, dass die dann Schläger noch fangen oder die Leute dann anrempeln, weil wenn diese Jungen gecheckt werden oder dann auch die guten Spieler einfach so rigoros einfach jedes Mal da absichtlich natürlich werden die oftmals absichtlich erwischt, aber dann fährt natürlich gleich einer aus der Bank raus und der sieht dann nicht aus wie ein 16-Jähriger, sondern so und der fährt dann hin und verprügelt den und dann gehen halt beide raus und dann ist das Thema wieder erledigt. Ist es eigentlich offiziell erlaubt, diese Schlägerei-Scheiße in die Eishockey-Sachen oder wird nicht? Ja, also es ist praktisch, es ist nicht offiziell erlaubt, weil du kriegst jetzt 2 Minuten wegen unnötiger Härte. Aber wenn du Vollgas schlägerst und ihm deinen Helm umzündst und dann geht's voll ab, kriegst 2 Minuten. Es gibt so Gentleman Agreement normalerweise, dass du, Helm ist normalerweise entweder bleibt da drauf oder voll ober, was weiß ich. Eigentlich siehst du es meistens schon, wenn die irgendwie so am Bulli stehen und dann schauen sie 2 Uhr und du siehst direkt nach dem Bulli. Die haben nichts mit dem Bulli zu tun, da wo der Puck fällt. Was ist ein Bulli? Das ist praktisch dort dieses Ding. Da stehen 2 Spieler, beide mit Schläger und der Schiedsrichter wirft einen Puck am Boden. Und wenn die 4 Rückenreise auf dem Spielfeld, oder? Genau, und da stehen die Spieler außen rum und du siehst dann da oft schon, dass sie da 2 nur anschauen, die gar nicht mehr kann. Und dann auf einmal der Puck wird geschmissen, bam, Handschuhe weg und die dreschen auf sich ein. Also, und dann kriegen beide 2 Minuten und dann war's es. Genau, zum Teil wird dann einfach 5 gegen 5 weitergespielt, also 5 Feldspieler weitergespielt und die 2 kriegen halt eine persönliche Strafe. Die sitzen halt dann draußen, jeweils in der Kühlbox 2 Minuten und dann dürfen sie wieder... Der Kühlbox, das Einzige, wo es härter bestraft ist, bei Torhütern, wenn die dich schlagen. Wie kommen die jetzt davon? Sie treffen sich dann in der Mitte, oder was? Ja. Wieso schlägern denn 2 Torhüter, weil der andere ja Mummi bleibt Hurensohn? Fuck you, Hurensohn! Fuck you! Fuck Tony! Fuck you! Das hat's ja früher hat's ja gegeben, da hat's ja wirklich... das habe ich auch mega gefeiert, da war noch Servus TV, die waren da richtig gut. Und die haben ja die Leute. Da ist das Mikrofon. Ups. Die haben. Oh, ich liebe einfach die Stimme, wenn ich das mache. Auf jeden Fall haben die Leute dann so Mikrofone verpasst. Die ganzen bekannteren Spielern. Ja. Die wo auch gerne mal ein Wörtchen mit den anderen wechseln. Und da waren wir damals auch, das weiß ich nur, das werden nie vergessen. Straubing gegen München. Schon Derby. Blechdosen gegen die Straubinger. Also Red Bull. Und die haben einen Pinizotto gehabt. Und der Pinizotto, der ist einfach ein scheiß Wichser. Der ist praktisch, das ist dann Playoffs gewesen, da spielst du ja 3 bis 5 Mal gegeneinander oder 7 Mal maximal. Und ja, da gibt es ja dann so Menschen, die einfach nur reingehen aufs Feld und die Leute anfahren. Und dann sich daneben hinstellen und sagen, wie geht's der Frau? Dann kriegt man wieder einen schönen Gruß auf. Und eigentlich, ja, ich langsam gar nicht nachvollziehen, warum es vielleicht ganz lustig ist. Ja. Und dann auch wirklich, also das Sex dann, du hast ja dann in dem Spiel, du kriegst es ja so gar nicht mit. Und dann fährt der auf einmal an der Bank vorbei, auf einmal die ganze Straubinger Bank steht da auf und möchte diesen Typen zurückziehen und du kriegst es ja nicht mit, du weißt ja nicht warum. Und im Nachgang sechst du dann so dieses Video, da wo er sagt, hey, ich weiß nicht, wie er geheißen hat. Auf jeden Fall, ja, wie geht's deiner Frau? Sag einen schönen Gruß von mir, war schön. Fährt er nur vorbei und lauter so Sachen. Und die haben sich dann, glaube ich, alle 3 Spieler haben sich geschlägert. Und ich glaube, beim 3. Mal, wenn du jetzt wirklich 3 Mal in Folge schlägerst, also beim 3. Spiel in Folge, dann wirst du ein Spiel gesperrt. Einfach nur mal zum Runterkommen. Und dann hast du wirklich das ganze Spiel nur gesehen, wie der Pinizotto immer nur aufs Eis gefahren ist, wenn der andere gespielt hat. Jedes Mal. Der ist nur dann rausgekommen und hat sich immer direkt zu ihm hingestellt und hat ihn irgendwie dumm angelaut an der Seite. Immer den gleichen, oder? Immer den gleichen, ja. Und der Pinizotto, der ist dann auch immer rausgefahren, so an den Straubing Fans vorbei und hat sich bejubeln lassen. Und also das war schon echt extrem. Und es gibt ja diese... Das ist aber auch was funktioniert. Ich kenne es eigentlich nur aus dem kompetitiven Gaming. Wenn du anfängst zum Flamen, verlierst. Ja. Wenn du grantig wirst, verlierst. Ja? Das ist einfach so. Das ist beim Sport nicht anders. Wenn du die ganze Zeit so einen Hurensohn neben dir hast, der dich nur anfängt und du eigentlich nur damit zum Kämpfen hast, dass du nicht voll ausrast. Ja, also das ist wirklich, das ist schon lustig. Früher war das richtig cool, weil da haben die Mikrofons noch Druck gehabt. Jetzt momentan ist es ganz selten, dass die irgendwie noch Mikrofons haben. Aber es ist schon interessant. Es ist schon echt interessant. Der Mikrofons. Mikrofones.
Mikrofonesen. Ja. Wo kann man das anschauen? Ist das immer noch so mit den Mikrofonen, dass man hört, was die labern und so? Ganz selten. Das ist schade. Wieder so das hätte ich jetzt gesagt, ich habe mein Interesse geweckt. Es gibt mal so Cable Guys, ich habe letztes Mal wieder das Video gesucht, aber das gibt es nicht mehr von Servus TV. Das hat es sehr lange gegeben. Aber das war wirklich legendär, vor allem wenn du dann wirklich da vor Ort warst und das gar nicht mitgekriegt hast. Du hast nur gesehen, dass sich die jedes Mal die Köpfe einkauen haben und der Pinizotto war halt immer dabei, immer, egal bei welcher Aktion. Der hört sich sehr italienisch schon. Ja, ich glaube, das ist auch Italiener. Tatsächlich. Das Mings. Das gefällt dir, ne? Strunz. Der war... Stronzo. Ja. Geil. Hat dann Spielstrafe gekriegt, von den Straubinger vorbei, lässt sich feiern, wie er es mit der Tor geschossen hätte. So. Und vor allem in Straubing, die sind ja auch als Verrückte, die Fans, das ist Wahnsinn gewesen. Also das war wirklich sehr, sehr schön. Und das ist halt so dieses Playoff-Ding. Und in der normalen Saison ist meistens gar nicht so schlimm, darauf und so halt ab und an mal, aber dann in den Playoffs. Also wenn es dann wirklich um was geht, dann, ja, da ist praktisch, genau. Und dann ist ja wirklich die Leute von die, das ist ja ganz anders Eishockey, das ist aggressiv ohne Ende vom ersten zum letzten. Das ist ja das Gleiche bei uns, wenn irgendwelche kleinen Hami-Mannschaften irgendeine Derby haben oder sonst oder Relegationsspiele. Ja. Auf einmal hockern da in die kleinen, bei uns in Landau, das ist ewig her, wo ich das gesehen habe, aber wurscht, in einem kleinen scheiß Fußballplatz neben dem Gymnasium haben auf einmal 1500 Leute da. Ja. Und da geht's zu wie im Affenstall. Natürlich ist das lustig. Das aber du drin. Ich war Zminger auf einem Konzert beim MC Bomber. Ein gutes Festel gewesen. Klingt vielversprechend. Es war ganz witzig. Wir haben dann im Backstage-Bereich eine dürfen, unser Volk, der Papke war da und der war irgendwie ein wenig, keine Ahnung, schlecht gelaunt und als er das Wort Hurensohn gehört hat, auch was nicht zu ihm gegangen ist, war da auf einmal jetzt die Gaudi da hinten drinnen, bis er sich wieder kennt hat. Ich glaube, da hat er mich geschnappt gehabt in dem Backstage. Ich verstehe. Auf alle Fälle ein sehr gutes Festel gewesen. Irgendwie kurz nach dem Konzert alle weg gewesen. Einer hat dann draußen unter der Treppe geschlafen, weil er schon so voll war wie ein Scheiß aus. Hinten im Backstage habe ich dann einen von den Leuten wieder getroffen, der ist auch schon die ganze Zeit hinten drinnen gesessen und hat mit den Leuten gefeiert. Ja, den vierten, den haben wir gar nicht mehr gefunden. Der hat dann irgendwann gesagt, am nächsten Tag hat er geschrieben, ja, er hat dann seinen Bruder wieder nach 3 Stunden irgendwo, auf einmal ist er neben ihm gestanden. War ein schönes Festel. Aber ich muss sagen, so Hip-Hop-Acts, wenn die allein auf der Bühne sind, das macht irgendwie nicht so Stimmung, wie wenn jetzt da irgendwie zwei miteinander, wie zum Beispiel Minas Moses 2 gerade, machen auch Hip-Hop, aber die sind zu zweit und das ist mehr Stimmung. Normalerweise sind doch Hip-Hop auch so Backup-Acts, die deine Lines stoppen. Der war allein da oben. Ja? Mhm. Das ist ungewöhnlich, so habe ich ganz extrem selten gesehen. Also wenn ich einen Hip-Hop-Act gesehen habe, dann hat auch Sido hat Backup dabei. Mhm. Immer. Ja, das war, vielleicht ist er dafür zu klar, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Muss man da ein 70er sein, oder? Mindestens, und das ist er, glaube ich, nicht. Okay. Das ist scheiße. Wie bei der Achterbahn, wenn es da durchgeht. Also wenn du fett, wenn der Bomber heißt. Ja, schon ein bisschen Beichel. Ja. Mag ich schon. Ein wenig gut im Futter stehen mag ich. War auf alle Fälle, so an sich war es ein gutes Festel, aber das Publikum war auch teilweise ein wenig, ein paar hast du gesehen, die waren, da hast du gewusst, die raufen halt noch. Da waren so zwei miteinander waren da dort, der eine war so ein richtiger Stier und der andere so ein Heinkerl und du hast genau gesehen, das Heinkerl geht ja bevor. Funkelt und der andere ist schon die ganze Zeit hinten gewesen und schon so richtig on fire, wenn jetzt da nicht drauf einsteigen. Bin ich da. So in die Richtung, ja. Aber ich dachte, es wird halt sicher noch Spaß haben. Das ist interessant, weil fast auf jedem Hip-Hop-Act, wo ich auch war, Non-Fiction in Minga und solche Geschichten, da wo dann auch Freunde von uns vor Gericht waren, weil es dann ist dann eine Polizei gekommen und was weiß ich mit Hund und lauter so ein Scheiß. Und dann hat, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Und also den kennst du auch, mit dem warst du in dem Konzert übrigens. Ist dann vor Gericht wegen der Aussage zu einem Polizisten, so was möchtest du überhaupt, du schwuler Hundeführer. Und alle hocken halt in dem Gericht drin, ja, sie werden heute in bla bla bla, hier Anklage wegen Beamtenbeleidigung, sie schwuler Hundeführer und jeder hockt da drin. So. Aber der eine ist schon wieder süß. Ich weiß nicht mehr, was er dafür kassiert hat, aber es war eigentlich schon lustig. Hat sich eine riesen Schlägerei gegeben. Die haben ja nur Non-Fiction und so weiter. Das ist ja nur zum Krawall-Hip-Hop. Ja, das ist der Bomber eigentlich auch. Das ist so richtig oldschooliger Assi-Rap die ganze Zeit. Es geht nur ums
Saufer, Drogen nehmen, Weiber fegeln und schlungen und... Es ist eigentlich ungewöhnlich, dass das heutzutage noch funktioniert, ohne dass er eine Cancel-Aktion nach der anderen kassiert. Er singt ja in irgendeinem Lied, niemand kann mich canceln. Okay. Also er hat ja gesagt, das kannst du nicht canceln. Dann ist er raus. Dann ist er raus. Ja, dann Es war auf alle Fälle, wir waren im Backstage und zeitgleich war dann anscheinend so eine Kinky-Party mit so Sexfetisch. Boah, da war ich auch mal im Zirkus Krone, da war daneben auch so eine... Ja. Und ich hab das nicht mitgekriegt, wir haben das an unserer Spätzl abgeholt. Und am nächsten Tag verzeiht er mir, ja, so dann die Leute auch gesungen, hat mir die Battle gesagt, die wird das anscheinend halb knocker, die haben angekriegt, ich überhaupt nichts mitgekriegt von dem Scheiß. Ja. Da war ich lieber gewesen als auf dem Scheißfestel. Wir haben mal zum Zirkus Krone gegangen und auf einmal geht's ja praktisch, wenn du da eingehst, gehst links zum Zirkus Krone und rechts gehst dann, was weiß ich wohin, an einem Kindergarten vorbei. Das ist wirklich in der Kindergarten. Sind sie aufgenockert? Ja, aber die haben dann auch alle... Ja, aber das muss ich nicht. Also, die haben dann mit das zum ist Teil, da ist ungelogen, das sind Leute mit Masken, zum Teil mit Pferdemasken, komplett in Leder, wenn überhaupt so die Nippel bekleidet und Ding, vorbeigelaufen und ich habe mir nur gedacht, boah, warum bin ich im Zirkus Krone? Ja, als ich die Battle Wuff. Als ich die Battle gesehen habe, habe ich mir gedacht, warum war ich beim MC Bomber und nicht beim MC Kinky? Also das war echt krass. Und ich habe ein Gewinnspiel gewonnen. Wie sagt der Alligator, die schönsten Menschen gibt es in Deutschland Swingerclubs oder in deutschen Swingerclubs oder irgendwie so. Das sind lauter Schönheiten unter den Viertelmasken. Kannst du mal Gift drauf nehmen. Ja! Du darfst froh sein, wenn du kein Herpes am Arschloch kriegst, wenn du ihn anschaust. Das reicht ja. Das ist das Mindeste. Ohne Herpes gehe ich nicht haben. Ohne Herpes gehe ich halt nicht haben. Ja, kannst vergessen. Und wenn ich es vom 6. kriege, dann reibe ich meinen Arschloch über den Klo rein. Das ist das Erste, was ich mache. Haben die anderen noch was davon? Gleich mein Statement setzen. In der Röststoff-Disco. Ja. An der Pisserin. Ja, da kriegst du halt mehr, da kriegst du halt alles. Reibst deinen Arschloch an Röststoff an der Pisserin. In Röststoff bin ich das soll die heutige Hausaufgabe sein. Geht's auf Röststoff und reibt euer Arschloch an der Pisserin. Ja. Und wenn du kein Herpes kriegst, kriegst du das gewonnen. In Röststoff bin ich nächste Woche auf dem Bierpunkt-Turnier. In der Disco drin. Nein, ich glaube. Ja, gibt's die eigentlich noch? Ja, ich glaube schon. Disco Treff 2000. Disco Ru, glaube ich. Disco Treff 2000. Revival Ru. Revival. Dieser asoziale Dreckspunk. Anders kannst du es nicht nennen. Stark war der. Der war damals asozial, wie ich 14 war. Und ist, glaube ich, heute auch noch asozial 38 Jahre später. Ich glaube, vor 4 Jahren war ich das letzte Mal drin in so einer Revival-Party. Ja. Das haben wir aber nicht lange ausgehalten, weil da ist es so zugegangen, dass du auf einer Revival-Party, dass du 3/4 Stunde aufs Trinken warten hast müssen. Das war mir dann zu dumm. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal war. Sauber, herzlichen Glückwunsch. Das ist behindert. Was war das? Keine Ahnung, ich wollte jetzt eigentlich das Ding schnell hinterstellen und dann habe ich gesehen, dass da noch was drin ist. Toll. Wenn er mal keinen Flaschenstopsel irgendwo hinwirft, dann kackt er einen Baum voll. Herzlichen Glückwunsch. Entschuldigung. Was hat mich drin? Ich weiß nicht mehr, was ich drin habe. Gut. Die Tage verschwimmen. Ja, das kenne ich. Ich habe ein Gewinnspiel gewonnen. Was ein Gewinnspiel gewonnen? Also wirklich ein gutes Gewinnspiel. 240 €. Also so ein Essen, da gibt es Dinger, so ein nice Ding aufgemacht. Ich mache jetzt keine Werbung dafür. Aber da habe ich so ein 5-Gänge-Menü und Wein dazu gewonnen für 2 Personen. Nadine hat nämlich auch mal was gewonnen bei so einem Restaurant, da haben genau 2 Leute mitgemacht. Nein, das waren über 1200. Und ja, also. Kennt ihr den Besitzer? Na? Ist das? Na? War das legit? Ja, das war aber ich habe jetzt das Problem, jetzt ist so richtig feines Essen, so mit Hemd und Hose und Ding. Ja, und mit wem gehe ich jetzt da hin? Ja, ganz genau. Ja. Auf gar keinen Fall. Also wenn du ein Hemd tragst. Die werden mich schon wieder rausschmeißen. Ja, aber das ist ja eigentlich was wirklich... Was war Jogging und so Killer. Du wirst mich nicht aussehen. Ich wirf dich aussehen. Ich kauf die ganzen Schatzbums. Oh, da kommt der Promi-Modus. Ich kauf den Bums. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Das tat ich so gerne. Das war so lustig eigentlich. So volle Kanone, den Aufstand morgen und morgen werden wir essen. Das war so geil eigentlich mal. Aber ich komme nie in die Situation, wenn ich aus dem Haus gehe. Weißt du, wer ich bin? Und wenn dann zurückkommt, nein, ja, das ist irgendwie ein bisschen peinlich. Das ist bei mir... Ja, dein Fehler, du Trottel. Das ist bei mir mittlerweile so ein Running Gag von Maxi und Maxi. Wenn wir mir irgendwo futtern und ich unterhalte mich mit irgendeiner Dame und die sind dabei. Also nie. Dann heißt, ja doch. Und dann heißt es immer so nach 2 Minuten, hey, weißt du eigentlich, dass da war der ist doch beim Podcast dabei, kennst du den? Oh Gott. Und das ist das cringeste und nervigste. Ja, und das ist auch so peinlich, vor allem du unterhältst dich mit irgendwie, die kennst du nicht und dann kommt irgendwer, ja, der hat einen Podcast. Toll. Hals. Und was sagst du dann? Ja. So ich sag Halsmaul und das ist mir dann jedes Mal so unangenehm und dann... Ich dachte immer erzählen, dass du einen Wissenschaftspodcast hast.
Irgendwas erfinden. Ja, Wissenschaft. Ja, einfach irgendwas erfinden, oder? über Am die besten- geografische Veränderung der Erde in den letzten 500 Millionen Jahren. Ja, oder das, was die Alte gerade erzählt hat. Aus dem Podcast, da geht es genau um das Thema, das wird sicher lustig. Das wird eigentlich, mittlerweile haben wir in einem Zeitalter, wir haben früher geredet, wenn wir halt befurt waren, es war eigentlich einmal geil, wenn es den ganzen Abend so eine kleine Kamera auf der Brust hat, die den ganzen Abend aufnimmt. Ja. so Die den haben wir auch ganzen gesagt. Abend, das wollten wir immer haben. Und mittlerweile war es soweit und ich bin richtig froh, dass das nicht gegeben hat. Na, ich glaube, das willst du auch gar nicht. Das war Am nächsten eigentlich Tag schon, ist- stell dir vor, das musst du anschauen Aber am nächsten Tag. es wäre so, du wüsstest wahrscheinlich so, du willst genau rausfinden, wann der Punkt war, wann es der Drink zu viel war. Ich glaube, dieser Break-Even-Point, den würdest du erkennen. The point of no Das war return. so, okay, bis hier war gut. Dann bist du dann auch so richtig dann analysieren, so eine Videoanalyse. Der Oh, war der bei- ist am Bucher, der war zwei. Das Stell dir war mal jetzt vor, genau. du machst am nächsten Tag alle drei ihre Kameras und dann sitzt du daneben, okay, bei dir war da der Punkt und da musst du ein bisschen besser schauen. Dann analysierst du das Bei so dir ganz war er, serious. bevor eine wir Stunde bevor wir lang. angeschalten haben, schon den Punkt erreicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja nicht übers Vorgehen rausgekommen. Ja, mir käme Da ist schon ja keine hinaus, Kamera aber gelaufen. Ja, aber wenn er musste von Anfang an direkt mit Also. vorglühen. Also bevor das erste Getränk geöffnet wird, ist die Kamera an. Also alkoholische Getränke, ja. Passt. Kostet der Wasser, schade. Ohne Kamera. Das darfst du ohne Kamera, weil das ist ja peinlich dann. Und Zwischenwasser, du darfst da kurz ausschalten. Ich sag Ja. kurz Zwischenwasser. Jedes Wochenende hat es immer Vergiss geheißen, immer. Zwischenwasser hat es nie gegeben. Doch. Hat nie existiert. Da bin ich mittlerweile so alt, das brauche ich. Es wird noch besser, Florian. Ja. So viel kann ich dir Ja, aber ein garantieren. Staub. Hey, bevor, oh Gott, du merkst so richtig, wie alt das du wirst. Früher war lecker, aber weiß nicht, ich hab endlich eine Playstation gekauft, geht voll ab, voll geil. Und heute kommt er und freut sich über seinen scheiß Staubsauger, den er sich gekauft hat. Da hat er nicht ganz unrecht. Ich bin auch ziemlich froh darüber, dass ich meinen endlich umgebaut habe zu einem Saugwischroboter und nicht mehr zum Wischroboter. Wisch. Und Sidolin streifenfrei. Das ist Ja, genau, das war das Das ist- zweite. Da habe ich den Streifenfrei am gesagt, boah, geilstes Kerker Mittel. für Scheiben brauchst du auch noch. Hobby. Richtig gut. Kirche für Scheiben haben wir mich nicht. Geschissen auf Scheiben, ich habe sowieso immer Trollohe und muss ich nicht ausschauen können, das passt schon. Ja, wenn du so scheiß Dusche aus Glas hast, dann brauchst du einen Scheißtrick. Das stimmt. Wir haben noch einen Duschvorhang, Hodern. Ich hab gar nichts. Ich glaube, da, wenn du den Arschloch reibst, dann bist du, glaube ich, auch Der Duschvorhang ist immer Superkrebs. so ekelhaft, wenn du duscht und dann berührt die dir vor mir. Ja, und bleib picke. Da fühlt man sich Vor ja allem, nicht allein. da kannst du 400 Grad heißes Wasser ohne da. Ja, Dann tust du es runter, gehst hin und es ist eiskalt. Und du Schmerzen verursacht. Dreckschwein ist es. Warum ist das so? Aus, Weiß nicht. Ja. weiß keiner. Aus hygienischen Gründen. Das muss abkühlen. In der Zeit. Von oben bis unten. Das umhielst, muss unten kalt sein. Ist das jetzt der Part Wissenschaftspodcast? Seh. Genau. Geil. Also den, nehmen wir einfach Wissenschaftspodcast 1. Wir müssen jetzt für Mit jede Stern. Situation irgendwann machen, weil den können wir dann Herz sagen. Für jede Frau des Vertrauens. Das war jetzt geil. Wir sind mitten unterm Weiberlein, oh geil. Hast du immer mit dem Podcast Mit den Trottelbeutel noch dazu. Schau bin ich. Wir haben sogar ein Video über Pferde. Ja, schönes Thema, Hobbyhorsing. Ja. Zauberhaft, viel Spaß gemacht. Ja. Oh Gott, oh wundervoll. Gott, oh Gott. Grausam ist das. Was ist sonst drin? Weiß ich nicht. Viel gezeichnet, viel Diablo gespielt, ansonsten habe ich nicht recht viel gezrissen. Geht's Gezrissen, ist ein gutes Wort. Gezrissen. Ja. Das Das soll der Titel der heutigen Folge sein. Gezrissen. Wissenschaftspodcast. Wissenschaftlich gezrissen. Gut. Das ist es. Sehr So schön. springen wir auch jetzt mit 5 Minuten Wunderbar. vor dem Podcast rum, wenn die mal überlegen, wie wir die scheiß Folge nennen. Welche? Easy Content. Easy Content, stimmt. Wir haben ja irgendwann einmal gesagt, du liest irgendwelche Sachen vor. Ja, aber da ist nicht wirklich ein Kommentar dabei gewesen, der lesen Ja, es sind soll. Na, die Leute lauter- schreiben keine Kommentare mehr. No. Na, die haben keinen Bock mehr. Auf uns. Lauter Scheiß. Und wenn Aber ist- keinen Bock mehr. Wenn, dann ist der Kaiser, ja. Genau, fickt euch. Ja, fickt sich. Ja, okay. Hey, PlayStation Controller. Also für mich fühlt es sich einfach nur an, als wenn es jetzt über Filme redet. Ganz normal. Ich habe gestern Blade angeschaut. Oh, geil. Den ersten alten Blärt. Blade.
Ja, unbedingt haben wir jetzt drüber, haben wir jetzt geredet, dann haben wir den Schau einmal und er ist jetzt offiziell als R-rated angekündigt. Also nein, er wird umgeschrieben. Hab ich also kurz nachdem wir mich aufgenommen haben, ist die Meldung gekommen vom Regisseur, dass er die Freigabe fürs R-Rating gekriegt hat. Bin ich gespannt. Weil ich gestern nämlich angeschaut habe, gut, die Effekte sind natürlich etwas schwierig gealtert. Der Film ist von 97 oder 98. Aber generell ein stabiler Film. Das ist so. Style, ja. Und Wesley Snipes passt sehr gut in die Rolle. Sie muss man sagen. Muss man einmal sagen. Muss man ihm lassen. Und der Marvels muss ja offensichtlich genauso gut sein, wie ich so gekündigt habe. Ja, habe ich gestern angeschaut. Und wie ist überraschend gut. Also im Vergleich zu dem letzten Captain Marvel. Du denkst wie ein Ich konnte mir schon wieder die ganze geile Umsetzung. Boah, das ist so eklig, wirklich. Ich kann dieses Ding nicht mehr ernst nehmen. Aber ich hab vorher noch schnell beim Burger King gegessen. Ja, das riecht nicht nach Burger King, das riecht einfach nach, keine Ahnung, 2 Wochen alten Hordern in deinem scheiß Markt. Oh. Ich sage gerade, ich habe Burger King gehabt. Oh, das ist wirklich asozial. 2 Wochen alten Wichshorden. Der schmeckt am besten. Gefällt mir gut. 2 Minuten in den Ofen, dass er lauwarm ist. Zauberhaft. Richtig gut. Bisschen paniert und dann frittiert. In der Heißluft. Verdammt, jetzt mag ich schon wieder zum Burger King. Das ist geil, ey. Das ist richtig geil. Ich habe meine am Anfang sehr oft hergenommen, jetzt nehme ich es überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Doch. Weiß nicht. Bin mit Fall zum Saubermachen. Bleibt da doch einmal ein wenig Fetzen drin hängen in dem Mistding. Das Ausbrenner. Ja, das habe ich mit meinem Smoker gemacht. Mit dem Grill, ja. Das hat erstaunlich krass funktioniert. Ich habe den scheiß Grill, den habe ich, glaube ich, meinen Smoker, habe ich 2 Jahre nicht hergenommen. Dann und hab dort 2 Jahre lang Zigaretten eingeworfen. Dementsprechend war der also zumindest in die Brennkamera. Und die ist teilweise, das war sehr eine ekelhafte Letten, das kannst du dir nicht vorstellen. Doch. Also aber vielleicht aber auch doch. Wenn man denkt, irgendwas wegschmeißen mag ich jetzt auch nicht und so weiter, ja, probierst es mit ausbrennen. Und dann habe ich da drin ein Höllenfeuer entfacht für 3 oder 4 Stunden lang. Und jetzt ist nein. Der ist wie Pulver beschichtet innen, der schaut aus wie fucking neu. Das ist wahrscheinlich einfach nur das geschmolzene Zeug vom Zigarettenfilter, das über die drüber gelegt hat. Ja, aber natürlich vorher aus, oder du Mongo! Sau giftig jetzt, wenn es mit dem grillst. Na, niemals. Auf gar keinen Fall, also wir kennen jetzt schon ewig. Ja, die hast du mitbrennen lassen. Das ist eine riesengroße Lüge, was Zigarettendinger. Vielleicht. Also, natürlich hast du es mitbrennen lassen. Ja, Lügenbaron. Ja, die habe ich natürlich ausgesehen. Nein. Echte Lügenbaron von Biergerhausen. Vor allem, da war so viel Letten drin, wo ich nicht identifizieren kann, was das für Letten war und wo die hergekommen ist. Übergeschissen. Ja, so hat es ungefähr ausgeschaut. Entschuldigung. So hat es ungefähr ausgeschaut. Und dann das muss, also das verbrennen, das wird nicht verbrennen. Das war der Hoder. Das musst mit der Schaufel rausgehen. Das wird nicht helfen. Also wieder wie neu. Sachen ausbrennen hilft, aber ich glaube, dass wenn ich mit der Heißluftfritteuse mache, dann noch ein Plastikbatzen in der Küche. Das kann gut sein. Habt ihr das mitgekriegt mit Neuralink? Elon Musks Firma? Schon lang, macht er schon ewig. Ja, aber der hat jetzt die Genehmigung gekriegt, dass er jetzt die ersten Köpfe aufschnibbeln darf. Ja, wenn sie die Leute da freiwillig melden, machen sie. Die sind genauso gescheit wie die Leute, die sich eingefrieren lassen, damit später wieder aufwachen. Ich habe da irgendwann diese Woche was gelesen, dass das alles bloß nur irgendwelche Fleischbatzen sind, die irgendwo anlegen. Ja, aber töte mich! Ja. Ja, aber die ist jetzt dann gekommen, die letzten Tag, diese Freigabe, dass sie es jetzt am Menschen testen dürfen. Und über 10.000, die wollen das freiwillig sich einpflanzen lassen. Es soll nur Leute geben, die dann die auf den Trump sein Hinweis, sie Desinfektionsmittel gut haben. Also ja, auch zu Mich wundert da gar nichts. Da wundert mich gar nichts. Und die Dog haben es, das habe ich ein bisschen... Ja, ich bin mit einer Impfung ausspioniert. 5 Sekunden später, ja, pflanzt man einen Chip ins Hirn, du Trottel. Ja, aber ich weiß, was du denkst. Genau. Herzlichen Glückwunsch, du Trottel. Ja, aber was ich auch mitgekriegt habe, ist, dass die Dog haben es das erste Mal jemanden ein Auge implementiert. Ja. Implementiert. Implantiert. Augenimplementation. Ja, aber ein richtiges Auge. Schon krass und eklig. Ich hätte kein fremdes Auge. Irgendwie. Das ist immer so, die Gespräche über so Operationen, so eine Geschichten, das bock ich gar nicht. Weiß ich nicht warum. Weiß ich nicht. Da kriege ich immer so weiche Knie, so ein bisschen. Ja, das ist einfach unangenehm. Das ist ein ganz körperunangenehmes Gefühl. Man, der kann auch die ganze Zeit, das ist auch unangenehm. Ja, das müssen wir da durch. Warte mal. Na, hör auf, ohne Witz, das stimmt. Sozial. Ja, Beste. Ich habe mal ein Video gesehen von der Geschlechtsumwandlung, das war auch unangenehm. Ich auch so, wie das wirklich medizinisch gemacht wird. Das war ein medizinisches ja? Video von der OP, wie das gemacht wird. Ja, das ist aber eigentlich interessant. Was, von Schnippel auf, genau, von Schnippel auf Fräulein. Das ist schon... Eieiei. Nein. Das ist Ei ohne Ei. Aber ich glaube, du empfängst ja dann auch als Frau trotzdem Stimulation, oder? Ja, so da wird er Ohr zum Kitzler, meine ich. Genau, irgendwie so. Bis er dann ein Big Clit kommt halt dann nicht so vaginal. Big Clit Flow. Oh Gott.
Ja, jetzt, das muss man ja einmal aufklären. Ja, jetzt also Fragen im Raum stehen und keiner weiß die Antwort. Das stimmt, ja. Das ist allgemein so OPs, wie die oft dann auch nur umeinander werken, was sagst, das kann doch nicht gesund sein, was da passiert. Wenn so Knie-OPs oder irgendein Scheiß. Ja, wenn man es gesehen hat, oder mit dem Hammer umeinander dreschen. Ja, genau. Vor allem, du denkst, wir haben in der heutigen Zeit bauen wir Raumschiffe und sonst was und dann, was ist mit deinem Fuß? Ja, da haben sie 2 Nägel drin und mit der Fleck aufgeschnien. Sekundenkleber. Liegen so einen sibirischen Hinterhof. Ja, genau. Nein, hast du noch kleine zweite Narbe da? Ja, genau. Aber dafür muss nichts sein, ne? Du liegst in der Badwanne mit Eis. Ja, genau. Wuchst in der Eisbadwanne auf. Was ist hier los, ja? Was diese? Upsi. Oh Jemine, was war denn sonst da? BlizzCon war. WoW kann wieder gut werden. Diablo 4 haben wir nichts gesehen. Bla, bla, bla. Aber was eine riesengroße Enttäuschung ist, ist das neue Call of Duty. Das hast du ja gespielt. Leck mich am Arsch, Modern Mann. Warfare. 70 verkackte Euro für die Standard-Edition. Und dann habe ich die Kampagne angefangen zum Spielen und bin innerhalb von unter 2 Stunden in Mission 8 von 14. Da war sprichwörtlich eine Mission dabei. Da bin ich ein Weiberleid. Dann gehe ich ein Weiber Dafür zeust. und musste in so ein Gebäude infiltrieren. Du laufst 100 Meter. Implementieren. Da laufst 100 Meter, dann kommt so ein Major raus, dem laufst nach, der geht eine Treppen auf, geht in so ein Gebäude, dann gehst du vorhin hin, haust um, nimmst die Karten, gehst 30 Meter zurück in das Gebäude ein, steckst die Karten ein, du musst nichts machen, du musst nicht aufpassen, dass die jemand sagt oder sonst jemand, nichts. Dann gehst du rein, steckst die Dinge, dann kommt der Cutscene und die Mission ist vorbei. Die dauert 3 Minuten. Gibt's wenigstens eine Trophäe dafür? Ich glaube, da gibt es keine Achievements. Ah, verdammt. Bin mir nicht Die gibt sicher. für 5 Euro extra. Lauter so Sachen. Da bin ich wirklich da gesessen und denk, leckt mir mal schon ein. Und dann gibt es noch eine 100-Euro-Version, da kriegst du noch 2 Skins von Waffen. Oh, cool. Ja, aber Da das ist sitze ich wirklich da und denke mir so, Ich habe gelesen, dass es jetzt gerade, weil so da wirklich so beschissen ankommt, Review-Bomben ohne Ende, aber irgendwie Zu haben Recht. Leute nicht, irgendwie bomben die Leute das alte Modern Warfare 3. ja, Ich glaube, ich weiß nicht, ob es auf Steam war oder wo, aber irgendwo auf alle Fälle das alte Modern Warfare 3 hat jetzt auch viel schlechte Reviews, obwohl es das neue bomben wollten, die Idioten. und dann also so eine richtig krasse 0815-Story. Oh, da ist der böse Russe, der bricht aus dem Gefängnis aus und hat eine Chemieraketen, wir müssen es verhindern. Chemieraketen. Chemieraketen habe ich schon die letzten 400 Mal super Story. Es ist ein Ballerbude, das Gameplay ist Call of Duty, das ist immer gut oder man mag es halt nicht, aber ansonsten muss ich wirklich sagen, 70 Euro da draufschreiben, ist die krass. Ist eine der krassesten Frechheiten, die seit einer ganzen Zeit. Im Supermarkt wird man Mogelpackung sagen. Mogelpackung. Ordentliche Mogelpackung. Es ist, die haben vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, haben so gekündigt, dass kein jährliches Call of Duty mehr kommt, damit man sich mehr Zeit lässt. Schwupps, auf einmal ist doch wieder ein jährliches Call of Duty da. Zuerst hat man gesagt, dass der Modern Warfare 3, dass es ein DLC wird. Ja, genau. Da schreibe ich 19,95 € drauf und sage, das ist echt auch noch fein, sage ich da wirklich, wie es ist, aber das da ich mir eingelassen. Und weil Activision draufsteht, da ich mir vielleicht sogar noch 29,95 € eingelassen, Implementieren. Ich muss kurz trinken. Trinken Sie? Und dann musst du am Flo gucken. Nein. Nein, das tun wir nicht. Das ist asozial. Das Es ist einfach asozial. nur asozial. Okay, das ist dann nichts macht anderes. das nur ich. Nein. Und dann, hoppala, machen wir doch, weil, keine Ahnung, jetzt haben wir an Microsoft verkauft worden, so macht es zumindest für mich den Eindruck, ja, machen wir doch ganz spät, aber die Trottel kaufen sie. Und recht haben sie auch. Haben Sie ja recht irgendwo. Ich bin Streamer, ich darf das. Ja, du kannst es ja absetzen. Du Ja. zahlst ja keine. Ja, dann kriegst du auch geschenkt. Ja, Fast. Ja, ja. 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 Also das ist schon krass frech. Das ist das neue FIFA. Das ist, war die letzten gibt's 2-3 gar Mal nicht. schon grenzwertig. Das ist wirklich Steuerung C, Steuerung V, schreiben 3 drauf und verkaufst eine Nummer für 70 bis 100 Euro. Und, also das ist schade. Das ist extrem schade. Aber anscheinend funktioniert's. Also, keine Ahnung. Dafür haben sie doch jetzt den ersten Trailer angekündigt von GTA 6, oder? Naja, Anfang Dezember. Anfang Dezember GTA hat's 6, ja. da bin ich auch gespannt. Aber Und weibliche das- Hauptcharakterin, oder? Soll Ich glaube, es so sein? ein Märchen, das ist so Bonnie Ja, und Clyde-mäßig. ja, glaub hab ich so auch gelesen, ja. gerüchteweise. okay. So. Habe ich auch gehört, da wird auch schon wieder mit der Vogue-Scheiße umeinander geschmissen und so weiter. Da habe ich kein Problem damit, wenn da jetzt so ein weiblicher Charakter drin ist. Der Was- kann ja genauso krass eigentlich sein. Nein, eigentlich Jetzt nicht. wird wahrscheinlich Nicht so sein- schnell, nicht so stark, nicht. Das ist ein Punkt, Ja, aber 5-mal so hinterfotzig. Das war schon geil, wenn du dann mit ihm fangst die Schlägerei an und schießt die Leute kaputt und mit ihrer, du hast einfach so einen Triegen schüren, so wie bei Crusader weißt, Kings oder so. Da weißt haben, wir du? uns was im, Catfights. Das wäre geil. da haben wir uns im Stream Das wäre unterhalten. geil. Wie hoch glaubt ihr, sind die Erwartungen an GTA 6? Her geht's nicht. Also ich glaube, dass das ist das erste Spiel seit Cyberpunk, das
noch krasser gehypt wird wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich das am krassesten gehypte Spiel ever. Jemals. Außer der Notch kündigt Minecraft 2. Das ist die Taylor Swift im Gaming. Wer? Der Notch? GTA 6. GTA 6. Ja, genau. Wie zur Hölle sollen die GTA 5 toppen? Ja, also ich denke mal, ich bin schon so gespannt, was da kommen wird, weil das 5 war schon, das war schon. Das ist jetzt 11 Jahre alt, oder? 2012 ist rausgekommen für PlayStation oder 13. Ja, 12 oder 13. Lass 10 Jahre sein. Das hat eine gute 10 bis 12 Jahre auf dem Buckel. Und da wird auch viel drüber geschimpft, das kommt nur online und keine Ahnung. Ja, aber zu Recht verdient Rockstar sich damit geistig behindert. Und das Online muss ja saugut funktionieren. Ja. Deswegen, man munkelt halt auch, deswegen lassen sie sich so lange Zeit. Natürlich lassen sie sich Zeit, das ist ja alles sehr klar. Aber sie haben an jeden Cent verdient. An jeden. Wir wollen es das noch toppen. Ja, ich rufe jetzt meine Mama und frage, wie man GTA ist. Warum ist sie nicht oder? Ja, stimmt. Ist was los, bist du? Bist du, Mann. Jetzt tu nicht so. Hau doch ab! Man weiß aber auch nix. Es gibt einen Leak, glaube ich, der ist aber auch schon über ein Jahr alt, da wo man angeblich ein paar so Gameplay-Szenen sieht, da wo dann auch das ganze Internet sofort völlig ausgerast ist. Oh, wie scheiße schaut denn das aus? Und da denken wir wieder, wie dumm sind denn die Leute? Das kann irgendein Trottel daheim gemacht haben und sagt, ja, das ist ein Leak, aber schlecht. Das heißt ja bloß ein behindert. Und selbst wenn, dann du weißt ja nicht mehr, aus welchem Entwicklungsstadium dass dieser Leak stammt, das kommt ja auch noch dazu. Der kommt von 2014 sein, wie wir es gerade angefangen haben. Ja. Aber wenn man da mal zurückschaut, in der Zwischenzeit ist ein hauseigenes Rockstar-Game gekommen, das war Red Dead Redemption 2 und das war unfassbar gut. Genauso wie GTA 5 unfassbar gut war, sowohl der Singleplayer als auch der Multiplayer. Ich weiß nicht, wie es das toppen sein. Ich weiß es nicht. Und der Bully 2 soll ja kommen. Ich glaube, da haben wir schon mal geredet, gell? Ja, stimmt. Schon mal geredet, glaube ich. Das soll ja kommen irgendwann. Aber gut, das wird nicht an der GTA 6 heranstinken. Na, spielt ja auch in einer anderen Zeit. Das ist ganz ich bin so gespannt. Ja. Ich bin so gespannt, was das wird. Mhm. Wir sind alle gespannt. Ja. Ich tippe auf KI in NPCs. Ja, war geil. Die Vorstellung war schon geil. Also wie wenn ich mich mit ChatGPT unterhalte, dann ist ja das doch sehr legit und glaubwürdig, dass man NPCs hat, denen ein Verhalten KI gesteuert ist, denen eine Dialoge KI gesteuert sind. Also das war ganz geil. Vor allem, das war dann auch nochmal, das was ja so groß da ist, jetzt in GTA 5 ist ja dieses Roleplay. Das war dann nochmal eine ganz große Veränderung dahingehend. Franz wird kommen. Ja, Zeit hat's erwähnt. Er wird kommen. Zeit hat's erwähnt. Also ich schaue immer nur ich bin gar nicht der Roleplay-Typ, aber manchmal so Ausschnitte haben schon extrem witzig, was so natürlich für zufällige Momente passieren. Da kann so viel Scheiß passieren, dass das ist echt lustig, ja. Auf das warte ich schon die ganze Zeit. Aber ich glaube, wenn das jetzt im Dezember angekündigt wird, normalerweise, ich weiß nicht mehr, wie es mit Red Dead 2 war. Das ist völlig unerwartet angekündigt worden und innerhalb von einem Jahr war es da. Mhm. Und das war fertig. Das war weder ein Bugfest noch irgendein Bullshit oder sonst was. Das war einfach gut. Wie Cyberpunk. Das ist mittlerweile übrigens ziemlich gut. Oh, super. Also mit dem DLC ist jetzt mal der letzte große Patch da drauf gekommen. 2.0 und jetzt wir einen Test gelesen zu dem DLC, da hat es geheißen, jetzt soll man es auch nochmal, man soll jetzt komplett durchspulen mit dem DLC, weil dann muss eine unglaublich gute Spielerfahrung sein. Ja, das ist ein ganz klassischer Fall von aufgeblasene Megakonzern und ich muss das jetzt 2 Jahre früher releasen. Selbiges ist mit Diablo 4. Diablo 4 ist ein grundsolides Action-RPG, aber es ist einfach nicht fertig. Jetzt haben sie innerhalb von... technische Probleme hat es eigentlich keine, oder zumindest nicht viel. Es gibt ein paar so Geschichten, dass Grafikkarten überlastet werden und lauter so ein Scheiß. Aber es ist halt einfach nicht fertig. Du spielst, levelst deinen Charakter und dann ist in Action-RPGs wichtig, dass es ein Endgame gibt, dass ich ein Ziel vor der Nase habe, nur einen Gras am Boss umhauen, und da muss ich drauf zuarbeiten und dieser Inhalt existiert nicht. Das ist da, jetzt bin ich Full Level, jetzt geht eigentlich das Spiel aus, so, ja, aber es gibt nichts zum Tun. So, da weiß ich genau, ihr Trottel, das Ding ist ein Jahr oder 2 zu früh gekommen. Warum? Weil irgendwelche Aktionäre dahinter sitzen, das Spiel muss jetzt kommen, ich muss meine Gewinne einstreichen. Geld? Und Diablo 4 ist eins der, oder wenn nicht das meistverkaufte Spiel in kürzester Zeit. 666 Millionen $, in die ersten 3 Tagen oder so. Ja, ja. Witzig wegen Diablo, ach egal. Mann. Florian. Deswegen bin ich gespannt, wie oft sie GTA 6 verkaufen wird, wenn du das kaufen kannst. Da bin ich auch schon gespannt, weil Spider-Man 2 ist jetzt auch schon voll eskaliert mit Verkaufszahlen. Das hat ja auch innerhalb von 10 Tagen 30 Millionen oder so. Es hat auch extrem brutale Zahlen eingefahren, aber GTA 6, glaube ich, da brennt die Hütte ordentlich.
Das ist ja wirklich jeder. Ja. Sofort. Das ist so ein sehr, also Stelle, blind. Sobald das heraus ist, hole ich mir das, weil da gehe ich davon aus, dass du vorher schon gesagt hast, dass da keine Probleme mit Bugs oder dementsprechend haben wir. Am Anfang mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Aber nicht auf dem Level, wie es viele andere eben haben. Das Cyberpunk zum Beispiel ist ein unfassbar gutes Beispiel für kompletter Totalausfall. Also du kannst das Spiel nicht so bringen, das kannst du nicht machen. Das ist auf der PlayStation 4 angekündigt mit Trailer, super, das ist einfach gar nicht gelaufen. Ja, das haben sie dann vom Store ausgenommen. Ja, das so geht, wo ich sage, Alter, das kannst du nicht bringen. Das gehört so massiv abgestraft, dass die Firma eigentlich aufgelöst gehört. Aber stattdessen brauchen sie noch 2 Jahre und jetzt ist es ein richtig gutes Spiel, aber jetzt interessiert sich keine Sau mehr. Das ist schade drum. Und damit die Firma wobei durch den Anime haben sie noch einen Aufschwung gekriegt, das glaube ich war ja ein Glück. Das stimmt, ja, der war auch richtig gut, der Cyberpunk. Edge Runners, oder? Edge Runners, ja, auf der Netflix. War echt richtig geil. Der war richtig gut, ja, das stimmt. Geld. Hast du gelesen, dass Legend of Zelda Realverfilmung angekündigt haben? Ja, und dass der, ich weiß seinen Namen nicht, der Macher von Zelda ist da mit einem beieinander, was hat der für Filme gemacht? Zum Beispiel Morbius. Nein, das will ich abhauen. Hat aber noch andere gemacht, die besser sind. Waren viele Marvel-Filme beteiligt an früheren. Ich bin echt gespannt. Das wird das erste Mal sein, dass ich, wenn der Trailer im Kino läuft, dass ich mir ein Kino aussuchen muss, wo ich nicht auf TV, weil ich ein Hausverbot kriegt. Warum? Weil wahrscheinlich wichsen wird. Ektoplasma-Geist. Ja. Ghostbusters-Trailer ist auch heraus. Okay, nein, gell? Den habe ich noch nicht gesehen. Also einen Trailer habe ich noch nicht gesehen. Ich habe bloß irgendwo gelesen, dass ein neuer in der Mache ist. Ich glaube, er hat sogar jemand bei mir im Discord geschrieben. Trailer schon cool aus. Sagt mir nicht viel aus, sind 1,5 Minuten. Ich habe den anderen letzten habe ich nicht schlecht gefunden. Den habe ich nicht so, der war in Ordnung. Da wo die Wendung gekommen sind, da war schon ein bisschen Pipi in die Augen. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schon. Da war schon fast so wie beim dritten Teil mit den Weibern, da habe ich auch viel Pipi in die Augen gehabt. Da habe ich nur Pipi, Hasspipi in der Hosen gehabt. Ja. Das ist wie beim Hund. Ja, jetzt Bocke, so ein Sekentri. So halt auf dem Teppich, du Wichser. Hab ich im Kino halt gemacht. Wer macht denn so eine Scheiße? Vor allem die fette Unlustige, die Melissa McCarthy. Ja, die ist ungefähr so lustig wie was wir letztes Mal außerpiepsen haben müssen. Das ist das erste Mal letztes Mal vorgekommen, dass wir was außerpiepsen haben müssen, das wäre zu weit gegangen. Sag ich dir, was ist. In der jetzigen Zeit schon. Wahrscheinlich in der jetzigen Zeit schon. Aber die tust du dir der Bock ja überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum die so einen Stand hat als lustige Schauspielerin, die ist nicht lustig. Wo ist denn der hergekommen? Keine Ahnung. Aus dem Elefanten. Wie der Ace Ventura aus dem ja, genau, aus dem Nashorn. Nashorn war es fast Nilpferd. Es ist so gut. Der verdammte Ace Ventura. Bist du jetzt mal im Auto drin sitzt oder wie so umeinander? Hast du den überhaupt gesehen? Natürlich nicht. Was ist mit dir? Du bist wirklich ein komplett ahnungsloser. Schade. Das ist mir was anderes. Ace Ventura muss man anschauen. Das singt mit Cannibal Corpse auf der Tür. Ja, gar kein Fall. Super. Ich mag jetzt GTA 6 haben. Ich glaube, dass 2026 kommt. 2 Jahre brauchen wir mindestens noch. Minimum. Damals, wenn wir über GTA und so geredet haben mit den Cheats, oder damals Age of Empires, wo du doch so richtig krass cheaten hast können, da wo du die ganzen Sachen in deinem PC aufgeschrieben hast, sondern einfach nur links, rechts auf die Plane Papier, so ein langer Ding, dass du irgendwie, was weiß ich, 100.000 Panzer gekriegt hast, oder, also. Ich komme mich da, glaube ich, noch an einen Tomb Raider 2 alle auf Cheat erinnern. Step links, Step rechts, Step 4, Step hintere, 3-mal im Kreis dran, rückwärts Salto, dann hat's die zerrissen. Dann war ja die Gerüchteküche groß von einem Nackt-Cheat, dass du knockert mit der Lara Croft umeinander laufen kannst. Und natürlich die Standard-Cheats mit alle Waffen, unendlich Munition und unverwundbar und so ein Scheiß. Und das glaube ich, kann ich mir nicht. Mir hätte jetzt nachschauen, wie der genau war. Weil da glaube ich, bin ich nicht weit weg mit links, rechts, 4, hintere, 3-mal im Kreis, 3 Rückwärtssalto. Was ist auch noch bei Age of Empires 2, glaube ich, war das, da wurde doch mit diesem Rennauto umeinander ja, das hat sie im I don't drive a car oder irgendwie so. Das hat sie im Einser schon gegeben. I'm a Rescue, irgendwie so. Ich weiß aber nicht mehr wieder, wie viel. Das war ja super einfach. Da hast du einfach auf den Zirkumflex draufgedrückt, dann ist die Konsole aufgegangen und dann hast I'm Racecar Racing oder irgendwie sowas. Das war nämlich so ein. I'm a Racecar. Irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau. Also Age of Empires 1 war mein erstes PC-Spiel und Worms 2. Meins war Zivilisation. Glaube ich. Ja. Da bin ich nie warm geworden. Ja, ich mag normale Rundenstrategie. Über Siedler nicht mengen, das war. Das habe ich schon. Oh, Siedler war Welt. Was ich fälschlicherweise dann weggebuckt habe, ist auch noch. Ich habe nichts, wie sind das für Kack? Und dann habe ich angefangen, nicht mit 16.02, sondern mit 15.03. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und habe dann festgestellt, das ist eines der besten Aufbaustrategiespiele auf diesem Planeten. Vor allem, das hört er nicht auf. Du sitzt das ist so ein Spiel, du sitzt hier, dann macht so und dann zwitschern die Vögel draußen. Ja. Und du so,
Fuck, ich muss in die Arbeit, oder? Ja, also das war wirklich... Und das haben 2 Spiele geschafft. Anno und WoW. Also Anno ist wirklich, also immer im 1800er dann richtig angefangen, also jetzt erst. Das ist ganz neu. Ich bin mit den ganz alten bin ich nicht warm geworden, nicht so richtig, weil Hobby bin ich ehrlich keinen Plan nicht gehabt. Also wenn du da ganz allein reingehst, du bist erstmal überfordert, 3.0. Finde ich nicht. Ich finde, du fängst den Anno immer schön ganz unten an mit ganz wenig Produktionsketten, dann kommst du irgendwie langsam rein und dann wird es immer krasser und krasser und krasser. Ja, aber wenn du halt wenn du jetzt wirklich von Anfang an gar keinen Plan nicht hast und dann mit den alten war schwierig, mit den Neuer, jetzt aber im 1800er wird es auch recht gut erklärt und da kannst du wirklich bauen, wie du möchtest. Natürlich gibt es so diverse gute Taktiken und Dinge, aber ich finde, das hört ja nicht auf. Das ist so ein Problem, das glaube ich bei jedem kommt, der da das erste Mal Anno spielt. Ja. Du baust und wenn es dann so im Midgame irgendwo bist, fällt dir dann so auf, so mit, ach so ist dann das, dann kommt dann diesen und diesen, fuck, ich hätte vorher da einen Platz lassen sollen, damit du ja fuck, fangen wir nochmal von vorne an. Genau, und das ist oft so. Und das ist dann beim 1800er ist ja so, dass du dann wirklich deine Stadt aufbaust, die ist dann richtig krass und richtig gut und dann sagst du, oh, ich kann mit dem Schiff in eine andere Welt fahren und denkst dann mit ganz anderen. Und dann noch in eine zweite und noch in eine dritte und dann noch in die Antarktis und dann noch dahin und dann kann ich auf meine Aristokratenheisel kann ich dann Hochhäuser drauf, lauter so ein Scheiß. Da ist übrigens dasselbe Phänomen, da haben sie auch neu so gekündigt, nice, auch noch, da wo ich mir sage, das 1800er ist fucking Perfection. Das ist so umfangreich. Wie sollst du denn das nochmal toppen? Außer das in ein anderes Setting bringen, in Zukunft, ganz in der Vergangenheit, oder was wollen die noch machen? Das ist so umfangreich, bis du im Endgame bist, brauchst du 100 Stunden. Vielleicht haben es Elon Musk und Meng zum Mars. Das haben wir auch schon mal gehabt. Irgendwas auf dem Mond. Ich weiß nicht mehr, was von uns das war. Das ist Zukunfts-Anno. Anno Mond. Anno Mond. Anno 15 0 Mond. 3000 Mond. Anno 3000 Mond. Was wird ein Game of the Year? League of Legends. Voll Trottel, trauriger. Auf gar keinen Fall. Was wird ein Game of the Year? Stehen sie zur Auswahl. Wie ist das neue Zelda? Tears of the Kingdom. Das ist dieses Jahr gekommen, oder? Ja. Das ist auf alle Fälle in der Auswahl mit dabei, da bin ich mir sicher. Starfield ist drin. Nein. Welches ist denn? Was hast du gesagt? Starfield. Diablo 4. Das ist mit Sicherheit auch drin, aber das wird nicht, das ganz vergessen. Und irgendwas war noch. Baldur's Gate 3. Stimmt, das wird es werden. Da hoffe ich sehr drauf. Ich ziemlich überzeugt, dass endlich einmal, wenn ein Zelda rauskommt, nicht einfach nur machen wir das zum Game of the Year, weil Zelda draufsteht, sondern wirklich jemand, der sich mit Blut, Schweiß und Tränen verdient hat. Baldur's Gate 3 ist da schon. Ja, aber das ist ein absolutes Next-Level-RPG. Das muss Game of the Year werden. Ja. Da glaube ich, kann auch jeder selber mit abstimmen. Oder Mario Bros. Brothers Wonder. Nicht Game of the Year würdig, muss ich sagen. Du musst es überlegen, letztes Jahr war es Elden Ring. Das wird jetzt dann Controller im Fernsehen einwerfen. Das ist Super Mario Controller in der TV. Ich bin komplett durch. Das allerletzte Level. War lecker. Ich weiß ja, was mir erwartet bei diesen Drecks-Mario-Spielen. Es ist immer so, du spielst, es ist von leicht bis schön fordernd und so. Aber das allerletzte Level ist immer der reinste Wichs-Scheißdreck vor dem Herrn. Und ich bin schon wieder vollkommen am Verzweifeln, weil da musst du hast so Abzeichen, dann kannst du herspringen, schweben, was weiß ich, und dann musst du den kompletten Level, sind es dann, ich glaube, 9 Abschnitte und jeder Abschnitt ist so ein Abzeichen-Ding und du musst es halt komplett durchschaffen und das letzte ist, da bist du unsichtbar. Und dann sind es aber nur so Dinge, die dich wegfedern, wenn du da drauf springst. Und die drehen sich und und das ist einfach asozial. Das ist so asozial. Wie unsichtbar ist er? Ist er komplett unsichtbar? Da sind ein paar Wolken in dem Level drinnen, dass du, wenn du an die Wolken vorbeispringst, dass du 6 da springe ich gerade. Das hast du eigentlich nur einen Punkt aufgegeben auf deinem Bildschirm. Ja, ich habe auch noch einen gelesen, der gesagt hat, der hat irgendwo so am Bildschirm ohne da, weil die Kamera ist immer da, wo du praktisch bist. Du hast zumindest einen vertikalen Indikator hast wahrscheinlich, aber du bist ja nicht immer im Zentrum drin. Außer du kannst Kamera so einstellen, dass die immer an dir ist und dann kannst du... Das ist aber Cheaten, du Noob. Nein. Ich hab noch einen gelesen, der hat gesagt, der hat so gemacht... Cheaten ist links, rechts, oben, unten. Dreimal im Kreis rückwärts halt. Dreimal im Kreis rückwärts. Oder wenn du das Szenario. Das Einfachste war anscheinend, weil du kannst das zu zweit durchspielen, wenn du einfach einen zweiten Controller anschaltest, weil dann hast du über dem ersten immer eine Krone drüber, auch wenn du unsichtbar bist.
Aber jetzt bin ich jetzt schon ganz am Schluss von dem Level und du kannst den Switch einfach ausschalten und kannst dann von dem Punkt weiterspielen. Jetzt, wenn ich das mache, dann müsst ihr das Level nochmal von vorne spielen. Das ist jetzt wieder so ein Zwiespalt, ob ich mich jetzt da durchquäle und schaue, bis mit den 50 Leben, die ich noch habe, schaffe, aber wahrscheinlich schaffe ich es nicht, das wird schon. Da du sehr gern Jump'n'Runs spielst, ich weiß nicht, ob es mittlerweile, du hast eine Switch, oder? Sonst nichts. PlayStation 4 habe ich aktuell noch. Ich weiß nicht, ob es für das gibt, da du gern Jump'n'Runs spielst. Ja, sagt mir nichts mehr, aber da will Ori, The Will of the Wisps das gibt's für und Switch, wie ist das andere? Das neue? Will of the Wisps ist, glaube ich, der zweite Teil und das andere ist, es gibt auf alle Fälle die zwei, die waren unfassbar ist der gut. dritte Teil, glaube ich, angekündigt. Hoffentlich, weil das unfassbar schöne Spiele sind. Abgesehen davon auch schön einfach am Anfang und werden dann immer komplexer. Und wenn du mir richtig ragen möchtest, dann spielst du Hollow Knight. Das habe ich schon durch. Das habe ich da, nein, da habe ich gesagt, nein, das tue ich mir nicht. Ja, ich hab's, Cuphead, habe ich noch nicht gespielt, mehr, aber da musst du völlig ausrasten. Gibt es da nicht auch noch das Don't Fall, oder wie heißt das neue da? Das, was da gibt, da musst du dann wirklich da einmal auf die Videos legst. Ach, dieses Da musst du dann Billo-Spiel. zuschaust, wie du die ganze Welt wieder runterfällst. Ja, das ist wenn so, du die nicht mehr fangst. das ist im Prinzip, das heißt einfach nur ab, oder? Oder ab, ja genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, das ist eine ganz billige Grafik und so weiter, aber du tust nichts anderes wie, das ist eine völlig absurde Welt und du springst immer nur auf. Immer nur nach oben, nach oben, nach oben. Und wenn du einen Fehltritt machst, fällst du runter. Und je nachdem, wo du den machst, du kannst halt, genau, wenn du Glück hast, landest unten irgendwo auf einer Plattform, wenn du Pech hast, bist du ganz unten. Und der Weg nach oben ist extrem lang. Und du spürst den Weg nach unten, da sagst du nämlich alles, ist nicht so, dass du runterfällst, sondern du fällst genau an dieser Schnelligkeit, dass du alles siehst. Oh, da war ich, oh fuck. Die stehen nicht nochmal, ja, unangenehm. Ja. Unangenehm. Klang mir nicht, aber da geht Hardware genau kaputt. Ja, ich habe es jetzt ja gerade so, dass ich mache jetzt immer so 10 Versuche und dann merke ich, wie in mir die Wurst so richtig brodelt, dann schalte ich aus und gehe. Dann sage ich, nein, jetzt gelangt wieder für heute oder für die nächste Stunde, jetzt muss ich Pause machen, weil sonst fliegt der scheiß Controller. Aber stopp, man muss noch mal ganz kurz sagen, Respekt an dein Don't Scream. Ich hab's gesehen. Okay? Ja. Ein Monat lang Also leck mich am Arsch. Alter. Ja. Leck mich am Arsch, Das, vor allem, wo du es beim ersten Mal gemacht hast und die Zeit war abgelaufen, da wo dann nochmal 2 so Ja. Schockern dann nach der Zeit Einfach nur das Maul in halten. dem Moment, wo ich Einfach mir nur das gedacht Maul habe, halten, halt's Maul. das war krass. Also, So kurze Erklärung, was ist Don't Scream? Das ist so, ich nenne es einfach mal Mini-Open World Horrorspiel. Weiter. Du Vollidiot. Und es nimmt dein Mikrofon auf. Das heißt, wenn du da schreckst und du bist lauter als ein bestimmter Pegel ins Mikrofon, dann lässt die Kamera fallen und du musst von vorne fangen. Und du musst 18 Minuten überleben. Also du bist im Prinzip ein Mensch mit so einer Videokamera und unten läuft die Zeit ab, aber nur wenn du die bewegst. Und dann kannst du ja dann so verschiedene Points of Interest bewegen. Da gibt es eine Farm und was noch es gibt. Irgendwelche Heisel, ein Einkaufszentrum, wo du nicht hingehst und da passieren die ganze Zeit Sachen. Da wird es nach so 2-3 Minuten wird's dann finster und dann passiert random irgendein Scheißdreck, der dich halt erschreckt. Und wenn du so schreist, hast du verloren. Gute Idee, richtig gute Idee, aber das Spiel ist halt noch nicht fertig. Ja, Das und die Schocker wiederholt sind sich halt, schnell. Die Schocker sind halt auch, Ja. du weißt genau, wann die Schocker kommen in den meisten Fällen. Ja, das war. Am Anfang natürlich nicht, wenn du den ersten Durchgang machst, dann an jedem Schauplatz passieren andere Dinge. Aber du kannst bei den zweiten Runden wieder an den Schauplatz gehen, da passieren die ganzen gleichen Sachen. Bist halt versetzt. Aber von der nochmal. Idee her finde ich es eigentlich Die sehr Idee gut. ist geil, ja. Das Potenzial hat das ohne Ende. Das werde ich jetzt ein Jahr lang liegen lassen und nächstes Jahr spielen wir es einfach nochmal und schauen wir, wie es sich weiterentwickelt hat. Ja. Gute Geschichte. Da bin ich sogar das erste Mal kurz davor, dass ich den Entwickler tatsächlich ein Review schreibe mit, das war ganz geil, das war ganz geil. Es wiederholt sich ziemlich schnell. Die scheiß Schreierei im Wald ist permanent das Gleiche. Ja. Und wenn die Zeit kurz vor Ablauf ist, dann kommen so viele Jumpscares auf einen Schlag, dass du gar nicht mehr der Schrecken kannst, weißt nicht, was wann. Was ist die? Er ist einfach nur dann so gezwungen, dass du Ja, das genau, machst. dass du noch schnell hinten bläst. Und das macht es ein bisschen kaputt dann. Aber ansonsten, Grafik cool, Immersion cool. Ist ja, glaube ich, auch die neue Unreal Engine, oder? Ja. Ja, Unreal Engine ist mittlerweile alles, glaube ich. Aber die neue, also die 6er, 5er, 5er. 5.2, 5.3, irgend sowas. Das ist krass, was die alles kann. Das ist richtige, heftige Scheiße. Ja, So viel dazu. also nicht zum Schreien auf jeden Fall. Madison 2 kommt. Das wird ein Riesenspaß. Das weiß ich, oder? Ja, jetzt habe ich kein Problem damit, wenn ich so wirklich die 4-5 Wochen jede Woche 3 Mal teilweise ein Horrorspiel spielen, das mich wirklich an die Grenze bringt. Dann darf Madison jetzt nicht funktionieren. Das darf jetzt nicht funktionieren mehr so wie vor 4-5 Wochen, da wo ich ein Jahr lang kein Horrorspiel nicht gespielt habe. Die ersten Male haben so schlimm. Das ist so schlimm.
Aber du merkst dann, wie das langsam von Woche zu Woche abbaut, weil du dann merkst, es ist immer das Gleiche. Ja. Es ist immer das Gleiche. Darum mache ich das bloß einmal im Monat und mache dann einmal im Jahr und mache dann mindestens wochenlang und monatelang eine Pause. Sonst darf es nicht so viel Spaß machen. Und Alan Wake. Oh, gutes Richtig, Spiel. richtig gut. Ja, endlich mal wieder ein AAA-Game, das fertig gemacht ist und ohne Bugs und richtig gut ausschaut und eine richtig gestörte Story hat. Ja, die Story ist Da wo ich noch nicht so ganz dahinter steige, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es eins nicht gespielt, ich habe mir bloß eine Zusammenfassung angeschaut, um was da geht. Alan Wake ist ein Autor, der schreibt Geschichten und diese Geschichten passieren in einer Parallelwelt. Und im ersten Teil sitzen irgendwie in diese Parallelwelt und da ist er und im zweiten Teil schreibt er jetzt in dieser Parallelwelt Geschichten, die dann in der realen Welt passieren und du spielst ein FBI-Agent, von dem er die Romane schreibt, in der realen Welt und gleichzeitig aber er in der anderen Welt. Und das hängt alles so irgendwie zusammen und richtig gut gemacht, richtig geiles Gameplay, Grafik brutal, also richtig holy shit brutal. Und auch diese Live-Einspieler finde ich extrem. Stimmt, da ist auf einmal dann ein Live-Action-Video da, wo sie also wo sie er dann als Schauspieler da ist und wo man denkt so, wow, beim Interview shit, sitzt Alter. und also wirklich 1:1 wie die Figur Und sitzt so in einer Talkshow drin und redet dann mit dem Talkmaster und so, das ist dann Live-Action, wo man denkt, das ist so geil eingefügt und so cremig gemacht, keine Fehler, stimmt nicht ganz, in der deutschen Synchro ist ab und zu dann einmal eine Zeile drin, wo er dann ein paar englische Wörter sagt. Ja, Anglizismen sind wichtig. Stimmt. Das ist aber ansonsten kann ich es bis jetzt, ich bin noch nicht recht weit, ich glaube, ich bin im 5. Kapitel oder so, nach 5-6 Stunden, sehr empfehlenswert. Aber es ist schon so ein halb Film, halb Spiel. Ja. Gell? Also, was aber auch nicht schlecht macht. Passt alles. Also, Sound, Atmosphäre, Grafik, Synchro, Story, Gameplay, das ist ein richtig vollumfänglich gutes Spiel bis jetzt. Das waren so aber nur daheim liegen, das sollte vielleicht einmal noch schnell angreifen. Songfehler haben bei mir im Chat gesagt, Ganz so früh, ja. unbedingt anschauen. Ich habe es gerade erst noch mal gespielt. Das stinkt mir ein wenig, weil ein paar dann auch geschrieben haben, so, das war jetzt voll die Anspielung auf den Einser und so weiter. Und ich so, das ist ganz oft gekommen in deinem Chat. Ja. Das hab ich so. Aber gut, man kann es auch spielen, ohne dass man einen Einser kennt. Ach so. Glaube ich. Ich verstehe zwar von der Story, tue ich mich sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal sitzt er dann einfach so 3 Minuten im Stream da und labert laut vor mir hin, was jetzt gerade passiert ist, weil ich mir denke, so, ich kann es nicht, ich check überhaupt nichts. Okay, passt schon. Weiter geht's. Gut spielen. Played cool. Da haben wir sehr viel über Spiele geredet, gefällt mir gut. Ja. Vielleicht sollten wir öfter über Gaming reden. Oder wir spielen an uns. Das tue ich schon die ganze Zeit, du sagst bloß nicht. Ja, aber wir werden ja gegenseitig. Okay, der Thema bitte. Cut im Bimsel. Bimsel. Ja, wenn wir uns spielen, das machen wir dann im Livestream. Das stimmt. Oh, das machen wir. Dann machen wir ein holländisches Ruderboot zu dritt. Geil. Auf OnlyFans und Pi-Hut. Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ja. Drachenlord hat es auch durchgezogen auf Pornhub. Da hat ja richtig was gebracht. Ja. Warum? Was war da? Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich glaube, Du weißt- er hat 2-3 Videos Ja, hochgeladen, wie er wichst und wieder Der Gummipuppen zusammenhaut und sie einen schwarzen Riesenluren ins Arschloch rendert. Nein, die habe ich zum Glück sind die mit mir vorbeigegangen. Weil warum? Jetzt verfolge ich es wirklich schon lang nicht mehr. Ja, was heißt lang? Eine ganze Zeit nicht mehr. Warum haben diese bist ja nicht auf TikTok Begrifflichkeiten? unterwegs. Mir schwappt es zur Zeit, weil man, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, der Spätzl hat mir ein Reel geschickt von ihm auf Instagram. Vom Träger. Ja, genau. Und seitdem schwappt es mir ständig irgend so kurze Ausschnitte von dem Idioten rein. Und das sind schon, also das zeigt, was er oft von sich lässt, das ist schon das Wahnsinn. Also, der meint es aber das ernst, ja. das gibt's ja gar nicht. Also Ja, weil er dumm ist. das mit weil der- er einfach brotlos dumm Als ich ist. das mit dem Holocaust gesagt habe, da habe ich mich vertan. Ich dachte, dass es das mit Hiroshima. Die sind Was auch ist mit alte dir? Sachen, die kenne ich alle. Ja. Und das, was ich da jetzt haben wir, ich weiß nicht, ob wir da schon mal im Podcast drüber ist, aber vollkommen wurscht, wenn wir 25 Mal dasselbe schmerzen. Es ist so langweilig mittlerweile. Er sitzt immer nur in TikTok da, labert zum 300. Mal dieselbe Scheiße. Es passiert nichts Lustiges mehr, es passiert nichts übertrieben Utopisches mehr, weil alles schon 300 Mal da war. Außer er fährt mit dem Roller. Also, ja, das ist dann kurz einmal nur mal lustig, aber muss ich da als Hater-Kanal jeden Tag ein 30-Minuten-Video draus machen, was er gestern auf TikTok erzählt hat? Ja, ich weiß nicht. Ich habe mittlerweile auch alle Kanäle, die sich damit befassen, alle deabonniert und Dinge interessiert mich überhaupt nicht mehr. Absolut langweilig. Schade. Ja, das ist too much. Ganz ehrlich, solange er noch in seiner Schanze drin war und da jeden Tag Leute da waren, war irgendwie lustig, dass jeden Tag was anderes passiert. Jetzt hockt er da irgendwo mit seinem TikTok-Dreck umeinander und ach, weiß es auch nicht. Vielleicht sollten wir wieder einer fragen, wo er wohnt. Das ist geil, selbst wenn Frag mir doch mal. er nicht sagt, wo er wohnt,
finden sie nicht trotzdem. Es ist immer das Gleiche, weil er so dumm ist. Es ist einfach so geil, wie behindert das er ist. Ja. Also ich möchte euch Sachen erzählen und kann nichts erklären. Er ist jetzt selbstständiger Schichtarbeiter und kann sich am Tag aussuchen, wie viel er verdient und lauter so einen Scheiß. Selbstständiger Schichtarbeiter, der sich aussuchen kann, wie viel er verdient. Ich kann jetzt entscheiden, wie viel ich in der Stunde verdiene. Hat er mir versucht zu mir erklären, wie viel Geld er verdient. Da kann ich mir jetzt aussuchen. Ich bin ja selbstständig, ob ich jetzt 10 Euro in der Stunde verdiene oder 100 Euro. Wie ist er da gesessen? Weißt du, dämlicher Fettsack? Ich weiß genau, was du sagen möchtest. Ich weiß, was er meint. Ich weiß, was er sagen will, aber er ist einfach zu dumm dazu. Es ist so geil und das hat einfach Spaß gemacht. Aber mittlerweile bin ich so overfluted von dem sein Bullshit. Overfluted? Anglizismen hat es geheißen. Ja, ist wichtig. Ja, overfluted. Geflutet. Implementiert. Ich bin so overimplemented von diesem fetten Trottel. Mir wundert es, dass er noch lebt. Ja, der also irgendwann macht er auch dazu und dann ist vorbei. Auch dazu? Ja, bestimmt. Das wundert mich wirklich, ja. Da macht auf jeden Fall auch dazu bei dem. Das ist Fettshaming. So richtig. Nein, das ist nur ernst. Nein, das geht gar nicht. Der wird nicht mehr alt. Nein, leider nicht. Der 3 Kreuzzeichen machen, wenn er das 40. Lebensjahr erreicht. Ja, und ich weiß, wer keine 3 Kreuzzeichen machen darf, das sind die, wo ihm dann zu Grabe tragen. Puh. Kannst auf so Holzstämme rollen wie früher, der gibt jetzt Steine zurück in Pyramide. Brauchst du auch 2 Fußballmannschaften für Sklaven, bis du noch umkommst. Zuckerbrot und Mäcki. Ja, aber für die Dinge, die er sich da geleistet hat und immer noch wieder leistet und immer wieder, ja, es tut mir ja leid, aber, und sich rechtfertigt, ja. Und bist du selbst schuld, Fettsack, es hilft nicht. Musst du Mehrgewichtiger Sack. Mehrgewichtssack. Da bist du selbst schuld, wenn du ins Internet einhockst und diese Dinge sagst, dann musst du mit der... Was in Gott sei Dank 30 ist denn das? Ruft uns jetzt doch endlich Hippo. Nein, leider nicht. Das führen wir uns dann ein, dass wir eine Nummer einblenden, dass sie uns unter dem Podcast aufnehmen oder verkennen zuhören. Stimmt, am Sonntag dann, wenn die Folge kommt, dann sollen es dann auch... Genau. Ich glaube, es gibt Leute, die so blöd sind. Ja, Logo gibt es. Ruft bitte, das ist eine Hausaufgabe, ruft bitte die folgende Nummer an. 0151 555 Nase. Nase schreibt man mit 4, 3, 2, 1. Okay. Die Folge ist jetzt vorbei. Wir haben sehr viel über Gaming, es hat jetzt sehr viel Spaß gemacht. Okay. Jede Menge Spaß. Ja, jede Menge Spaß hat das gemacht. Ja. Sollte man vielleicht öfter da, sollte man das öfter da, ab in die Kommentare. Jetzt lasst uns schnell ein Like da. Switch mit und spiele Mario währenddessen schmeißt. Ja, okay. Dann blenden wir rechts unten bei dir das Gameplay ein. Genau, dann haben die leider die Aufmerksamkeit direkt dort. Das ist doch mittlerweile bei Videos Boah, so, das ist so geil dumm, ja. Da geht's in einem Video, geht's um... Was nehmen wir? Geht's um Minuten lang? Die Preise beim Aldi sind um 20% gestiegen. Unten drunter ist ein Gameplay-Video von irgendeinem Autorennen. Oder irgend sowas. Dass du dazu hörst, dass du die Aufmerksamkeit nicht verlierst. Das ist total krank. Wie dermaßen bescheuert sind die Leute. Aber ich sag ehrlich, es funktioniert leider. Ist ja verrückt. Das ist übrigens auch der Grund, warum... Wie ist es, wenn ihr einen Film schaut und da kommt eine fremde Sprache, was passiert dann? Wichsen. Auch. Dann kommen Untertitel. Und wenn da Untertitel sind, wenn du jetzt einen deutschen Film schaust, aber da haben auch deutsche Untertitel, was macht dann in der Regel das Auge? Ganz genau. Ständig mitlesen, was meinst du, warum in jedem Short diese scheiß Texte mitlaufen? Das war die Vorstufe von dem Auto-Gameplay. Ja, da gibt es aber 2 Möglichkeiten. Das ist einmal wegen dieser Aufmerksamkeitsgeschichte und zweitens, wenn du jetzt Kontur nicht in diversen Dingen... Das ist die Tarnkappe. Eigentlich geht es nur darum, les und schau das Video fertig. Und am allerschlimmsten ist dann wahrscheinlich, wenn es Auto-Gameplay mit Untertitel... mit KI-Text. Mit KI-Text. Ja, automatisch. Ja, haben wir da schon mal drüber geredet. Ich bin mir auch nicht so 100% sicher, ob dieser Short-Content auf Dauer Bestand hat. Warum? Es kostet dem Hoster, TikTok oder YouTube oder Facebook oder sonst was, extrem viel Hosting, extrem viel Traffic und kein Revenue. Kein Mensch schaltet da Werbung. Was du auf TikTok verdienst du mit 1 Million Views zwischen 2 und 4 Euro. Auf YouTube mit einem 10-Minuten-Video verdienst du mit 1 Million Views, da wenn ich gut bin, dann muss ich jetzt schnell umrechnen, dann gehe ich da mit 10.000 Euro haben. Und auf YouTube denkst du dann so, die Shorts, vielleicht kann da ein bisschen mehr hängen bleiben. Nein, mit 50.000 Aufrufen, ich weiß nicht, waren im letzten Mal, ich glaube, 1,20 €.
Das ist so, keiner schaltet da Werbung. Das heißt, da hat keiner was davon. Und ich merke auch, dass von diesen Short-Content-Videos bleibt keiner an deinem Lang-Content hängen. Ganz extrem wenig, wenn überhaupt irgendjemand. Es ist ja egal, deswegen, wenn es TikTok oder sonst wo ist, du gehst dir dann, wenn du das TikTok, du machst das TikTok, du gefällt das Video, aber im Vergleich dazu, dass du dann die Leute folgst, ist ganz, ganz selten. Der Follow ist, der Follow ist ja auch ziemlich schnell. Maulschuss. Warum tut er das so mittendrin? Ganz random. Ich glaube, den Maischlager mit der Dosenfeuer. Alle haben einen ganz Schlager. Oder sauber implementiert sein Pups. Das ist bei diesen Short-Videos, du drückst da schon auf Follow. Deswegen haben die leider so viele Follower. Die haben ja Follower ohne Ende. Aber sogar ich hab 40.000, obwohl ich auf TikTok nichts tue. Nichts. Fucking nothing. Aber dir liegt vielleicht da am Namen. Ja, mit Sicherheit hat das ein kleiner Stadtdings gegeben, da bin ich mir sicher, aber das ist ja vollkommen wurscht. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, an diesen Kurzvideos baust du keine solche Bindung zu dem Creator auf, wie an einem Streamer, an jemanden, der ganz normale Videos in 15 Minuten Länge macht, etc. Ja, aber du musst sagen, es ist eine ganz andere Geschichte. Du baust ja, ich sage mal so, mit TikTok oder so, schaust du, dass du irgendwie in aller Munde kommst. Oder einfach mal schon mal gehört worden bist. Ein Spritzer hier, ein Spritzer da. Nice. Oh, sorry. Da ist noch ein Spritzer hingegangen. Aber du schaust dir, dass du dann über sowas eigentlich in aller Munde kommst, wie damals über YouTube auf Twitch, wie es so manche Leute gemacht haben, gell? Das musst du heute noch so machen. Du bist einfach so auf Twitch. Aber genau, und das ist praktisch, jetzt fangst du eigentlich eher auf TikTok, um dann da ein bisschen was aufzumachen und dann rüber zu schwenken auf die nächsten Kanäle. Dafür ist dieser viel gedacht oder bei vielen wird so gemacht. Ja, das verstehen aber vielleicht nicht. Nur wenn wir verstehen, ist nicht machen sie eben nicht so. Naja, ist eh vollkommen wurscht. Folge beendet, heute einmal. Mario, merci Egon, merci Confred, merci Lebenshilfe, Betriebswirtschaft. Was? Okay, tschüss. Bye. Bis zum nächsten Mal, nächsten Sonntag. Okay, tschüss. Nein, jetzt extra noch mit Wieder noch.